Herzlich willkommen zum heutigen Sonntagsgottesdienst. So schön, dass du eingeschaltet hast und dass wir miteinander den Gottesdienst feiern. Wir dürfen heute eine weitere Predigt aus unserer Predigtserie «Mehr als ein Wunder» von der Dabrina hören. Sie wird über das dritte Wunder im Johannesevangelium predigen. Das ist das Wunder, wo Jesus am Teich Bethesda einen kranken Mann geheilt hat. Bevor wir die Predigt von der Dabrina hören, möchte ich euch noch zwei Sachen weitergeben. Und zwar, wie an den letzten Sonntagen, werden wir auch heute ab 11:15 Kaffeekreuz.online online haben. Wir wollen über Zoom online Gemeinschaft miteinander haben. Und auch am Montag wird es wieder Kleingruppen von der Dabrina geleitet geben über das Johannesevangelium. Wenn du mehr möchtest wissen über das Evangelium und mehr Informationen möchtest darüber bekommen, dann kannst du am Montagabend am 8 Uhr über den gleichen Zoom-Link einschalten. Auch wenn du bis jetzt noch nicht bei der Kleingruppe dabei bist, ist das kein Problem und du bist herzlich willkommen. Ihr findet den Zoom-Link auf der Homepage vom Kreuz.online. Hey, und jetzt möchte ich noch mit uns zusammen beten und dann dürfen wir der Dabrina ihre Predigt hören. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass wir so zusammenkommen dürfen, dass wir die Predigt hören, dass wir sehen, was du alles für Wunder da hast und wie wir einfach in diesen Wundern sehen, dass du, Jesus, Gottes Sohn bist. Ich möchte dich loben und preisen, dir gehört alle Ehre. Amen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Geniesse die Predigt von der Dabrina. Herzlich willkommen bei unserem Gottesdienst heute Morgen in der Serie von der Johannesevangelium «Mehr als ein Wunder». Wir haben verschiedene Zeichen geschaut, die der Johannes erwähnt in seinem Evangelium. Die anderen drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, nehmen viel mehr Wunder von Jesus. Aber Johannes wählt 7 spezifische Zeichen, um ein Attribut von Jesus uns zu zeigen. Wir haben die Wechsel vom Wasser im Wein geschaut. Wir haben zusammen die Heiligung von der Beamtensohn geschaut. Und heute sind wir beim Johannes Kapitel 4, um das dritte Zeichen miteinander zu schauen. Dieses Zeichen ist schon ein bisschen speziell, weil erstens ist die erste Zeichen, wo Johannes schreibt, dass es öffentlich ist. Wir können sagen, die Wandel vom Wasser in Wein ist nicht ganz öffentlich gesehen. Nicht viel von dem gewusst haben. Sogar der Meister von der Zeremonie, von der Hochzeit, hat es nicht gewusst, was passiert ist. Der Maria hat gewusst, die Jungen haben das gesehen und die Diener haben das erlebt. Aber bei dem zweiten Zeichen, wir sehen nicht, dass viele Menschen es erlebt haben, sondern der Vater und seine Diener und die Jungen. Aber in dieser Zeichen, die wir heute werden miteinander schauen, es ist ein öffentlicher Public Event, Anlass, wo viele Menschen erlebt haben. Und deswegen es ist ein spezielles Zeichen, aber es ist auch an Sabbat gesehen. Lass uns miteinander in Johannes Evangelium Kapitel 5 hineingehen und zusammen schauen. Es ist ein langer Text, aber dann hast du einen grossen Teil von deinem Bibeljahres Leseplan heute gemacht. Also, wenn du Bibel hast, oder kannst du mit mir zusammen offen schlagen und den Kapitel durchlesen. Und er fängt an und sagt, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest in Jerusalem und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftürs eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen liegen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Also stell dir vor, da ist der Tempel, wo von
wo Juden hineingegangen sind für ihre Rituals. Und hinter vom Tempel, ihr seht auch ein Bild da, sind zwei große Schwimmbad, kann man so sagen, oder Teichanlagen gesehen. Eine ist für das Schaf gewesen. Die Schafe, die haben für den Opfer gebracht, für den Tempel. Und die anderen sind von Menschen gesehen, um sich zu reinigen. Also zwei große Teichanlagen, wirklich so groß wie Schwimmbad, noch bis 6 Meter tief mit Wasser drin. Und dann sind auch Menschen überall gewesen, in der ersten Teil, die Kranken und Menschen mit Beschwerden. Und das sogar die Bibel weiter. Unter ihnen war ein Mann, der seit 83 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, Jesus ist Gott, dass er schon lange leiden war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortet, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Oh je. Deshalb, wir sind die führenden Männer des jüdischen Volkes, den Mann, der geheilt worden war, zu Recht. Heute ist Sabbat. Da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der mich gesund gemacht hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Wie absurd ist das? 38 Jahre, du bist krank, auf der Matte. Sehr wahrscheinlich haben sie das erlebt, die haben das gesehen. Und die haben gesehen, wie der Mann die Matte nimmt und läuft und sagt, ja, wieso laufst du mit der Matte? Und er sagt, ich bin geheilt. Oh, ja, uns ist eigentlich egal, dass du geheilt bist. Wieso hast du deine Matte? Und später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hätte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Ich meine, das ist so ein guter Grund, um Jesus zu verfolgen, oder? Weil er hat am Sabbat Menschen geheilt. Ja, wieso nicht? Ich meine, Jesus, hallo? Hast du deine Tage irgendwie voneinander verpasst? Hast du nicht gewusst, dass da ist Sabbat? Und du darfst nicht am Sabbat Menschen heilen? Ich meine, du bist ein Jude, hast das sollen wissen. Interessanterweise, die Bibel sagt das wirklich nicht im Alten Testament. Im Alten Testament hat geheißen, dass Menschen 6 Tage lang arbeiten und 1 Tag Ruhe haben. Und er sagt, 1 Tag darfst du nicht arbeiten. Und das Wort arbeiten, das Wort schaffen ist Melacha auf Hebräisch oder Palacha auf Aramäisch, auf meine Sprache, und sagt, du darfst nicht arbeiten an dem Tag. Aber er sagt nicht ganz genau, was heißt schaffen. So sind verschiedene Theologen, verschiedene Rabbi und Pharisäer zusammengekommen. Da haben sie immer wieder gemacht und haben sie eine Debatte gehabt, was heißt heute für uns schaffen. Und dann haben sie Gesetze geführt, die haben verschiedene Gesetze aufgeschrieben. Schaffen heißt das und das und das. Und eigentlich, die haben gesagt, was Schaffen ist. Und ich habe geschaut, was Gott mit dem sagen. Gott hat nicht so strenge Regeln setzen. Es ist um das gegangen, dass an dem Tag wir in Ruhe kommen. An dem Tag wir Zeit nehmen mit Gott. In dem Tag wir sollten uns wieder in Gott finden.
In dem Tag ist ein Sabbat, wo ist der Tag von Gott, ist der heilige Tag, wo wir so beschäftigt sind unter der Woche, aber am Sabbat sollte man wieder unsere Ruhe in Gott finden. Das ist die Idee von dem. Aber die Juden haben das anders gemacht. Und eine interessante Regel ist, dass Menschen haben nicht dürfen am Sabbat schwerere oder größere Sachen tragen als eine trockene Feige. Stell dir vor, eine Feige ist ziemlich klein und trockene Feige hat nicht so viel Gewicht. Und das dürfen der Sabbat nicht tragen, nicht Schweres tragen als ein Feigen. Ich habe mich gefragt, hast du deine Kinder tragen? Ich weiß es nicht. So weit habe ich nicht geschaut. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Kind wie zu der Papi gehen am Sabbat und der Papi sagt, sorry, ich liebe Gott so sehr, ich kann dich nicht tragen. Ich kann dich nicht umarmen, ich kann dich nicht heben. Das ist nicht Gottes Gedanke gewesen. Das ist Religion. Und Religion bestimmt Sachen, die Gott nicht bestimmt hat. Und Religion geht auf einen extremen Weg von Gottes Herz, was er gemeint hat. Und so, Religion hat angefangen, Jesus zu verfolgen, weil er am Sabbat Menschen geheilt hat. Vielleicht fragst du ja, wieso hat er das gemacht? Hätte er auch einen anderen Tag. Weißt, er hätte nicht das provozieren. Er hat nicht extra am Sabbat jemand heilen. Ich meine, es ist ein Fest. Er ist sicher noch ein paar Tage in der jüdischen Fest dabei gewesen. Er hätte am nächsten Tag gehen, das machen. Ja, aber Jesus sagt, ich mache die Wille von meinem Vater. Das, was mein Vater mir anvertraut. Jesus läuft in vollkommenen Gehorsam zu seinem Vater. Und ich kann nur vorstellen, dass Gott hat ihm das gesagt. Und das hat Jesus so gemacht. Er war gehorsam an das, was sein Vater, unser himmlischer Vater, ihm gesagt hat. Und dann in der Bethsaida, wo auf Aramäisch oder Hebräisch heißt das Haus der Barmherzigkeit, liegen viele kranke Menschen. Und es gibt so 5 Säulenhallen mit einer guten Decke in der Schatten, Gruppen von kranken Menschen überall. Und sie haben geglaubt, vielleicht ist es wirklich auch so gewesen, wir wissen nicht, dass ein Engel kommt und die Wasser bewegt und die erste Person, die im Wasser reinkommt, oder reingeht oder Wasser berührt, wird geheilt. So sind eine Menge von Menschen, von Kranken um die Teich, um den Bade, von dem Schwimmbad herum und warten, dass der Engel kommt und die Wasser bewegt. Und da liegt ein Mann, wo die Bibel sagt, er wurde seit 38 Jahren, ich meine, er ist älter als ich, er liegt auf seine Rücken und schaut auf den Teich. Ich meine, 38 Jahre, du liegst da. Was für eine Perspektive hat der Mann gehabt? Was für eine Hoffnung hat er gehabt? Was für ein Leben hat er gehabt? 38 Jahre war er auf seinen Rücken. 38 Jahre beschäftigt er sich und er hat um sich herum andere Menschen, die krank sind, die Beschwerden haben, die schwierig haben, die Schmerzen haben. Ich meine, was war ihr Leben, ausser von ihren Schmerzen voneinander erzählen? Sagen, hey, wie geht es dir heute? Wo hast du jetzt Schmerzen? Oh, die Rücken, oh, die Beine. Oh, jetzt, alles tut mir weh. Und die haben sich beschwert mit den Problemen, die sie hatten. 38 Jahre, das war ihr Leben. Das war ihre Hoffnung, das war ihre Perspektive. Die haben nur auf den Teich geschaut und sind angewiesen auf Menschen, die im Wasser hineinkommen. Vielleicht ist die Engel einmal im Jahr, oder wir wissen nicht, wie oft, haben sie können sich im Wasser bringen. Und er liegt in dieser Situation für so lang. Ist es nicht manchmal auch ein Zeichen von unserem Leben?
liegt mir auch nicht ab und zu so lang auf der Matte mit unseren Problemen, mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Verletzungen, mit unseren Krankheiten und wir beschäftigen uns mit unseren Themen. Und es ist Tage und Wochen und Monate und Jahre und Jahrzehnte, wo wir uns mit einem Problem beschäftigen. Und wir haben andere Leute gefunden, die um uns herum sind, die die gleichen Probleme haben, die die gleichen Fragen haben, die das gleiche Thema haben. Und die beschäftigen sich auch mit den gleichen Sachen. Und wir reden über unsere Probleme. Dann haben wir Mitleid und Mitgefühl und wir brüllen miteinander. Und wir haben uns daran gewohnt. Habt ihr euch nicht mal in dieser Situation gefunden, wo ihr habt eine Matte, auf der ihr liegt? Ich selber habe ich. Es gibt Matten, vielleicht in meinem Leben, von Angst, Scham, Verletzungen, Unversöhnlichkeit, Unvergebung, wo ich bin nicht am bleiben. Zum Teil, weil ich nicht gewusst, zum Teil, weil ich nicht bereit war, von dem loszuwerden. Von dem befreit werden. Und du bleibst auf dieser Matte und beschwerst dich. Und das ist einfach so schlimm, so schwierig und es tut alles weh. Und es ist die Arme und dann fängt die Pity Party, die Mitleid Party an. Das ist ihr Leben. Und Jesus geht zu diesem Mann und er fragt ihn. Er geht nicht auf seine Seite und er schaut nicht, er sagt nicht, ach du, der Arme. Ach du, meine Güte, 38 Jahre, du bist auf dieser Matte. Ich meine, komm, ich liege mal neben dir. Du willst dich umarmen. Ja, erzähl mal, wie war das? Ach, oh nein. Schaut, manchmal wir bleiben in einer Situation so lang, mit einem Problem so lang, dass das Problem wird unsere Identität. Wir beschweren uns mit einem Thema für so lang, dass das Thema, es wird ein Teil von uns. Eigentlich, nach einer Weile, wir finden uns, das wird angenehm. Wir fühlen uns wohl bei dem, weil es wird eine Gewohnheit. Und deswegen, Jesus fragt ihn, willst du überhaupt geheilt werden? Soll ich dich heilen? Ich meine, wieso fragst du einen Mann, der 38 Jahre auf dem Boden liegt, mit Schmerzen, ohne Perspektive, ohne Hoffnung, willst du geheilt werden? Genau wegen dem. Weil der Mann hat sich so lange um das Problem gedreht, er hat sich daran gewohnt. Ich frage mich, hat er wirklich wollen geheilt werden? Ist es wirklich seine Sehnsucht gewesen? Ist es sicher seine Anliegen gewesen? Oder er ist sowieso 38 Jahre auf dieser Matte. Er kann auch weiter leben. Er kann auch so weitermachen. Es ist seine Normalität, seine Identität. Er ist ein kranker, gelähmter Mann neben dem Teich von Bethsaida. Hat er wirklich wollen geheilt werden? Und das ist eine Frage, die Jesus uns fragt. Hey, du beschäftigst dich mit einem Problem, mit einem Thema, mit Verletzung, wo ich will dich heilen und ich will dich frei machen von dem. Aber willst du das tatsächlich? Oder ist es so angenehm? Ist es so normal, dass du weißt nicht mehr, ja, will ich wirklich frei werden von dem? Will ich das wirklich an Jesus geben? Und das ist der Mann, der da liegt und sagt, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber Jesus ist gekommen, um genau das zu machen. Und Jesus sagt, ja, eben, willst du geheilt werden? Und der Mann auf der Matte schaut und sagt, ja, aber es gibt niemanden, der mich in das Wasser tun kann. Ich habe keinen Menschen. Stell dir vor, Jesus steht da und da ist ein Teich. Und du schaust auf Jesus und Jesus fragt dich, willst du geheilt werden? Was hättest du gesagt? Wie hättest du reagiert? Das ist eine Frage. Und schau, wie interessant ist die Antwort von dem Mann. Anstatt zu sagen, ja, wieso? Willst du etwas mir geben?
Hast du eine Idee? Er schaut auf den Teich. Das ist seine Hoffnung seit Jahrzehnten. Das ist das, was er hat seit Jahrzehnten versucht zu erreichen und hat nie können. Seit 38 Jahren. Ehrlich gesagt, ich denke, irgendwann hat er auch aufgegeben. Also, was er sich bewegt, das ist okay. Nächstes Mal. Ja, was kann ich denn? Ich bin sowieso allein da. Es ist sowieso niemand da. Oder wenn er sagt, nur wenn jemand da wäre, der hätte mich im Wasser tun. Dann. Nur wenn. Es ist nicht etwas typisch. Ich mag mich erinnern, als Asylant bin ich in der Schweiz gekommen. Und es ist wirklich typisch, dass wir Asylanten das machen. Wenn ich meine Bewilligung habe, dann werde ich. Und dann hast du deine Bewilligung. Nach 2 Jahren lang habe ich die Bewilligung bekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich einen Job habe, wenn ich Geld verdiene, dann bin ich zufrieden. Dann habe ich einen Job gehabt. Und dann denke ich, ja, wenn ich meine eigene Wohnung habe, dann bin ich zufrieden. Weil ich meine eigene Wohnung habe. Ja, nur wenn ich Auto habe, dann ist alles gut. Dann bin ich happy. Habe ich mein erstes Auto gekauft. Ja, wenn ich bessere Ausbildung habe oder wenn ich heirate, dann bin ich happy. Wenn ich Familie habe, dann ist alles gut. Wenn ich besser verdiene, dann nur wenn. Manchmal schauen wir nicht von unseren Augen Sachen. Nur wenn ich das an mir denke, wenn das wäre, dann bin ich happy. Dann ist alles gut. Dann habe ich das erreicht, was ich will. Und wir haben unsere Perspektive in einen falschen Ort. Und Jesus schaut und Jesus steht da und sagt, hallo? Nein, ich bin da, um dir Leben zu geben. Ich bin da, um dir befreien. Ich bin da, um dich aufzunehmen, um eine neue Identität dir zu geben. Ich bin da, um dich zu transformieren. Ich bin da, um ein neues Wort in deinem Leben auszusprechen. Ich bin da, um dir zu zeigen, wer du bist. Ja, ich bin krank, wo da liegt. Magst du dich erinnern auf die Frau bei der Brune? Sie ist bekannt als eine Frau, die 5 Männer hatte. Hat 5 Mal geheiratet mit jemand anderes gelebt. Das war ihre Identität. Sie ist bekannt als das. Und sie hat sich selber auch so gesehen. Eine Frau, die mit 5 Männern geheiratet war und jetzt wohnt mit einem anderen Mann. Ich weiss noch, wie hat sie, was für Gedanken, was für eine Vorstellung, was für ein Bild hat sie für sich selber gehabt. Und dann trifft sie Jesus. Ein Mann. Ihr Herr. Und Jesus gibt ihr eine andere Identität. Er gibt ihr eine andere Vorstellung, ein anderes Bild über sich selber. Und sie geht in die Stadt hinein und sie erzählt jeder, wer Jesus ist. Und ab diesem Moment, die Frau ist nicht mehr eine Frau mit 5 Männern, sondern ist eine Frau, die Jesus kennengelernt hat. Ist eine Frau, die Zeuge Christi war. Ist eine Frau, die über Jesus überall erzählt hat. Ich kann mir vorstellen, sind Leute zu dieser Frau gegangen, ja, und was hat er dir erzählt? Ja, wie hat er von deinem Leben dir erzählt? Erzählst du uns mal, was ist genau passiert? Ihre Identität ist nur mehr ihre Sünde oder ihre Vergangenheit oder was sie gemacht hat. Ihre Identität ist neu in Jesus. Und das ist, was Gott wird heute mit uns machen. Manchmal wir haben die Matte und wir liegen auf unserer Matte und wir liegen unsere Probleme. Und je mehr, dass wir uns mit unseren Problemen beschäftigen, mit unserer Krankheit, mit unseren Verletzungen, desto mehr werden wir tief in dem hineingehen, tief Wurzeln schlagen. Desto mehr wird das so ein Teil von unserer Persönlichkeit, ein Teil von unserer Identität. Vielleicht sind Bitterkeit da. Das sind Sachen, wo wir sind nicht bereit, um Gott abzugeben. Kennt euch? Kennt das? Ich kenne das. Ich weiss, ich hatte Verletzungen von Leuten, die ich nicht vergeben wollte. Ich wollte nicht vergeben. Und ich habe eine Liste geschrieben von Namen von Menschen, die mir schlecht gemacht haben. Und ich habe auch Namen geschrieben von den Menschen, die ich ihre schlecht getan habe. Und habe ich mich vorgenommen, ich werde jeden Tag aufstehen und ich werde jeden Tag Vergebung aussprechen auf diese Menschen und auch Vergebung bitten für das, was sie schlecht gemacht haben. Und es gab 2 Namen, hat mir 4 Jahre lang
dauert, bis ich ganz frei sagen kann, ich vergib. Ohne Schmerzen, ohne schlechte Gefühle, ohne Hass, ohne Bitterkeit. Ich vergib. Und ich kann vergeben. Ich kann tatsächlich vergeben. Jahrelang. Ein Bild, eine Erinnerung hat mich tief verletzt und gestört. Und ein Tag auf den anderen, als ich nach 4 Jahren lang, habe ich gespürt, ich spüre nicht mehr gegen diese Menschen. Und das ist genau das, was Jesus in unserem Leben machen will. Er wird uns frei machen von Sachen, die uns jahrelang belastet. Und dann sagt er zu ihm, gut, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und er ist aufgestanden und er hat seine Matte genommen. Und er ist nicht schwere Matte. Ich kann mir auch vorstellen, seine Matte war nicht so schwer, weil er hat sicher nicht so viele starke Muskeln gehabt. Nach 38 Jahren auf dem Boden liegen. Er konnte die Matte nehmen. Es war nicht schwerer als das gewesen, wahrscheinlich. Und er sagt, nimm deine Matte. Ich finde das extrem interessant. Ich meine, die Matte hat gestunken. Die Matte hat nicht gut ausgesehen. Die Matte ist eine Erinnerung von Schmerzen, von Krankheit, von Schwierigkeiten, vom Leben. Er hat sicher nicht wollen sich daran erinnern. Die Matte ist repräsentiert auf der Bodensee. Die Matte repräsentiert 38 Jahre Hoffnungslosigkeit und ohne Perspektive einfach da liegen. Das ist, was die Matte repräsentiert. Wieso sagt Jesus, nimm deine Matte und geh? Hätte er nicht sagen, schmeiß deine Matte weg, du bist befreit. Es ist ein Sieg in deinem Leben. Jetzt ist nur mehr die Matte. Nein, nimm deine Matte und geh. Schaut mal, manchmal macht es Jesus in unserem Leben. Er befreit uns von Problemen. Manchmal Probleme sind immer noch da. Aber diese Probleme, die Matte, der hebt uns nicht auf den Boden. Der kontrolliert uns nicht mehr. Der ist nicht mehr unser Herr. Die Probleme, die Schwierigkeiten, die Krankheiten, es gibt Zeiten, wo die da sind. Aber wir haben Autorität über dem. Wir haben Kraft über dem. Wir haben Segen über diese Probleme und nicht das über meine Leben. Es war nur mehr die Matte, die ihm auf den Boden gehabt hat. Nicht mehr die Probleme, sondern er war, der Matte seine Probleme hochheben und sagen, ich bin geheilt. Ich bin frei. Und das ist das Zeichen, das ist der Beweis von meiner Freiheit in Jesus. Die Bibel sagt in Jesaja, Kapitel 61, Vers 2 und 3, dass Jesus ist gekommen, um auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und der Tag der Rache von unserem Gott zu trösten alle Trauenden. Den Trauenden Zion Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Rühmesgewand statt eines versagten Geistes, damit sie der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Das ist das, was Gott in uns macht. Er nimmt die Trauer weg, anstatt Trauer gibt Freude und Friede und Schmuck anstatt Asche, anstatt Verletzungen. Und er sagt, nimm das. Mach schon mit. Aber der hat keine Kraft mehr. Der hat kein Segen mehr in meinem Leben. Der kann mich nicht mehr auf den Boden heben. Der kann mich nicht mehr präsentieren, sondern jetzt, was präsentiert mich, ist Jesus Christus. Und die Identität, die ich habe, ist in ihm. Alle, die geheilt worden sind, die Frau, wo Jesus hat vergeben, die Frau, die Jesus hat geheilt, die Samaritan-Frau, wo hat Jesus getroffen, die Menschen, die Jesus erkannt haben. Wir wissen nicht, wie sie geheißen haben. Wir kennen ihre Probleme. Und wir wissen, was für Identität hat Gott ihr gegeben. Du bist nicht das, was deine im Moment Schwierigkeit definiert. Deine Schwierigkeiten, deine Probleme
Krankheit definiert dich nicht, sondern Jesus definiert, wer du bist in ihm, was für Autorität und was für Kraft du hast in ihm. Wenn du so ein Zeugnis hast oder so ein Thema hast, Sachen, die dich seit Jahren lang beschäftigen, Sachen, die dich verletzen seit Jahren lang, eine Matte, die dich auf den Boden hebt seit Jahrzehnten oder seit ein paar Monaten, seit ein paar Wochen, ist egal. Das ist nicht das, was Jesus will haben. Er will dich heilen, dein Herz, deine Gedanken, deine Seele. Und er will, dass du von der Matte rauskommst, dass du Sieg über die Matte hast und nicht andersrum. Und wenn du das heute hast, nach der Gottesdienst und nach dem Worship, wir werden einen Online-Kaffee haben, eine Online-Zeit miteinander per Zoom. Du findest unseren Link auf unserer Webseite, kreuzpunkt.ch. Ich werde dabei sein, ein Team wird dabei sein, für dich speziell zu beten. Wenn du sagst, ich will befreit werden, ich will nicht mehr auf dem Boden liegen, ich will nicht mehr auf der Matte liegen von Mitleid, von Pity-Party, von Beschwerden, von Erzählen, wie mir schlecht geht. Ich will das nicht mehr, sondern ich will Gottes Freiheit erleben. Ich will heute laufen in ihn. Und ich will die Kraft von der Heiligen Geist erleben, wo er hat uns gegeben. Und durch ihn hat er uns Kraft und Freiheit gegeben. Wenn du sagst, ich will das erleben, komm nachher auf unsere Webseite rein, auf unseren Link rein. Und wir würden gerne mit dir und für dich beten. Bevor ich ganz am Schluss komme, vielleicht hast du dich mal gefragt, ist Sünde der Grund von unserer Krankheit? Weil da ist schon geschrieben, geh und sündige nicht mehr, damit wir schon nicht schlimmer werden. Es gibt in Alten Testament und Neuen Testament Zeiten, wo wir sehen, Sünde hat Einfluss auf unseren Körper. Auch zum Teil, es macht Menschen krank. Aber wir sehen auch jetzt das nächste Zeichen, wo Jesus hat einen Mann geheilt und die Leute haben ihn gefragt, hat er sündigt? Haben seine Eltern sündigt? Wer hat das sündigt? Und Jesus sagt, niemand. Und das Sünde ist nicht der Grund für seine Krankheit. Wir können nicht sagen, oh, schau, da sei der Sünde ist der Grund für die Krankheit und that's it. Nein, es ist nicht so. Sünde und sowieso wir leben in der gefallenen Welt hat Einfluss auf unser Leben. Hass hat Einfluss, Angst hat Einfluss, Zorn hat Einfluss. Alle von denen haben Einfluss auf unseren Körper, auf unser psychisches Wohlsein. Aber das heisst nicht, dass jede Krankheit ist wegen Sünde. Jeder, der nicht glaubt, wird nicht geheilt. Das Theorie ist nicht was ich predige. Und ich will das auch dir heute ermutigen. Es ist wichtig, enorm wichtig, dass wir eine Haltung von Buße haben. Dass wir täglich von Gott unsere Sünde kennen. Und dass wir vor Gott in seine Herrlichkeit stehen. Ich habe eine Geschichte für dich, bevor ich mit dem Gebet abschließe. Wir haben Menschen erlebt, die überhaupt nicht in Gott geglaubt haben und haben heilig erlebt. Wir haben Menschen erlebt, die haben wirklich geglaubt und haben nie heilig erlebt. Und wir haben einfach mit Glauben gebetet und das mache ich auch immer. Ich bete mit Glauben und ich bete weiter und ich glaube, dass Gott ist gerecht. Und er macht, was er weiß, ist recht. Mein Job ist einfach zu beten mit Glauben und Vertrauen, dass Gott es richtig macht. Wir hatten einen Mann in einer Gemeinde, wo er hat verkrüppelte, wenn ich das richtig sage, Hand gehabt. Wir haben so lange für ihn gebetet, er wurde nicht geheilt. Seine Finger sind einfach nicht gerade gewesen, sondern sind so nicht gerade Finger gesehen. Und egal wie lange wir von ihm beten, das ist nicht passiert. Und irgendwann, während dem Gottesdienst, während ein Lobpreiszeit, er hat angefangen, Vergebung auszusprechen für die Leute, die ihn verletzt haben. Und während dem Lied von der Vergebung, seine Finger sind angefangen, gerade zu werden. Nach dem Gottesdienst ist er zu uns gekommen, mit geraden Fingern und hat gesagt, schaut, was Gott hat gemacht. Ich habe gesungen und ich habe vergeben jede Person, die mich schlecht oder etwas gegen mich gemacht hat. Und Gott hat mich geheilt. Das hat mich extrem berührt. Einer, das einfach durch Lobpreis und durch
Gebet und auch durch persönliche Gebet kann Gott heilen. Es braucht nicht immer andere Leute, die für dich beten und dass Gott so gnädig ist. Aber das hat wirklich auch eine Auswirkung auf unser Leben. Und das hat mich ermutigt, sehr stark in einer Haltung von Vergebung zu leben. Nicht Angst gemacht, und ich will euch auch nicht Angst machen, oh, wenn ihr nicht vergebt, dann werdet ihr krank. Nein, das ist nicht die Message. Aber die Message ist, dass wir sollten all unsere Gedanken und alles, was uns belastet und fest auf Boden hebt, von Gott bringen. Und Jesus ist heute da und er fragt, willst du geheilt werden? Soll ich dich heilen? Und wenn du da bist und sagst, ja, mein Herz braucht Heilung, meine Gedanken braucht Heilung, meine Seele braucht Heilung, mein Körper braucht Heilung. Wir können beten mit Glauben. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir wollen unsere Augen auf dich richten und verkündigen, dass du bist der Herr über Zeit, über Vergangenheit, über Gesetz, über Sabbat, über Krankheiten, über Körper, dass du hast alle Kraft und Macht in dieser Welt. Es liegt alles in deinen Händen. Und Vater, danke, dass du da bist und danke, dass du da stehst und fragst, hey, willst du geheilt werden? Danke, dass du auch niemanden zwingst von das, sondern stehst du hier und sagst, ich bin bereit, um dir eine neue Identität zu geben. Ich bin bereit, um dir einen neuen Namen zu geben, eine neue Zukunft, eine neue Luft in deinem Leben zu hineinsprechen, einen neuen Namen in deinem Leben zu hineinsprechen. Und danke, dass du da bist und fragst, hey, willst du das? Und Vater, von jedem Herz, das sagt, ja, ich will und ich bin bereit. Ich bin bereit, um rauszukommen von diesem Loch. Ich bin bereit, um rauszukommen von meinem Mitleid. Ich bin bereit, um rauszukommen von meinen Beschwerden und Kämpfen und das, was mich Tag und Nacht beschäftigt. Ich bin bereit, um einen Schritt zu nehmen. In Jesus Christus, dein Name, bete ich, dass du gerade jetzt die Person heilst. Ihre Herz, ihre Gedanken, ihre Seele berührst. Sie umarmst. Und dass sie gerade jetzt deine Gegenwart spüren, deinen Geist spüren, deine Heilige leben. Im Namen Jesus Christus. Amen. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir im Lobpreis hineinsteigen und freue mich nachher auf einen Kaffee oder Gebet oder einen Austausch mit dir zusammen. Schönen Tag.